Es ist ein wichtiger Tag in seinem bisherigen Berufsleben. Christian Lindner liefert heute ein Prachtgeschirr aus. Das allererste, das er als Sattlermeister verantwortet. Ich habe ein halbes Jahr gewiss, ein Dreivierteljahr dran gearbeitet. Und jetzt heute das da an die Rost zu probieren und zum schauen, ob es da passt, was man gemacht hat. Ja, doch, das ist schon eine bärige Sache. Ja. Jetzt müssen es bloß noch gefallen dann. Genau, hoffe ich, denke ich. Ja, bestimmt. Schwester Regina und Vater Hans haben die 4 Geschirre mitgefertigt. Zaumzeug und Zügel, Kammdeckel und Kummet. Alles Handarbeit. Auf dem Hof der Familie Hiebel in Säuen bei Wasserburg stehen die Pferde, die die Geschirre tragen sollen. Französisches Kaltblut, noch nicht ausgewachsen. Möglich, dass deshalb die Geschirre noch nicht optimal passen. Meine Mama muss noch mitnehmen und ändern halt. Das ist dann auch so. Das muss man jetzt schauen. Aber ich glaube, es sollte schon passen normalerweise. Ja. Kommt auf, sehen wir gleich. Genau. Zuerst müssen die Geschirre jetzt 2 Männern gefallen. Robert Hiebel, seit 5 Jahrzehnten ist er ein Rosserer. 2 der Pferde gehören ihm. Und Luis Seiler, er ist der Juniorchef der Münchner Kindelbrauerei, die die Geschirre bestellt hat. Er sieht sie jetzt zum ersten Mal. Traumhaft schaut das aus. Gefällt's euch? Ein richtiges Prachtgeschirr. Also, der Robert hat immer gesagt, die Lindners, das ist der Rolls-Royce unter den Sattlern. Passt schon. Toll. Nein, aber wenn es euch gefällt. Die Pferde sollen einmal den Bierwagen seiner Münchner Kindelbrauerei durch München ziehen. Die wird gerade erst gebaut. Genau. Auch man sieht es im Detail, dass ihr Profis seid. Also wirklich top. Wunderbar. Das Geschirr gefällt. Jetzt muss es bloß noch passen. Monate vorher. Christian und sein Vater Hans füllen ein Kummet. Eine brutale Arbeit. Das Kummet liegt dem Pferd später um den Hals und verteilt die Zugkraft auf Brustkorb und Schultern. Ich glaube, die Seiten werden wir fast haben. So noch nicht. Ja. Auf was kommt es jetzt bei so einem Kummet eigentlich an? Dass er eigentlich gleichmäßig gefüllt ist. Mit den Schulterpartien, wo das Ross am meisten Kraft hat und am besten ziehen kann, da muss das dann gut gefüllt sein. Sonst wäre das was? Das ist wie wenn man mit einem kleinen Schuh im Berg geht. Da kannst du nicht gehen. Das Ross hat ja auch einen Spaß dran. Und wenn das nicht gescheit gefüllt ist und der Kammer nicht passt, dann mag das Ross auch nicht. Das Stroh hat Christian letzten Sommer selbst geerntet und auf dem Dachboden getrocknet. Das Münchner Kindelgeschirr ist für ihn jetzt die Feuertaufe als Sattlereichef. Das Kammermachen lernt man eigentlich erst, wenn man Morst ist. Ich bin ja dann doch schon immer dabei gewesen, aber so richtig das, was drauf ankommt, hat mir der Papa erst gesagt, vor ein paar Jahren, wo ich Meisterprüfung gegangen bin. Ich habe gewiss auch noch nicht das Gefühl wie der Papa. Der weiß das wahrscheinlich noch mehr. Also, Aber kann er's? Was? Kann er's? Ja, weißt schon. Ist schon recht. Weißt schon. Ja, was willst du sagen? Ob das Kummet gleichmäßig gefüllt ist, entscheidet die Fingerwaage. Passt. Die Sattlerei Lindner liegt auf einem Höhenrücken über Wessobrunn bei Weilheim. Christian ist die 4. Generation und das Kummetbiegen geschieht noch wie bei den Vorfahren. Mit der großen Gefahr, dass es aufplatzt. Einem Gesellen ist das vor Jahren mal passiert. 3 Tage Arbeit für die Katz. Gut, das ist der Kleine. Kann ich Falten nicht. Einfach eine schöne runde Sache. Ja. Weil wenn da jetzt Falten drin sind, dann das spürt das Ross dann. Weißt, die Falten druckt dann unangenehm und das ist nichts. Hat er recht, der Sohn? Passt so. Oder? Nein, der liegt gut. Genau. Der wird gut werden. Ja.
Lindner fertigt heute für fast alle großen Münchner Brauereien die Geschirre, die bei den verschiedenen Umzügen zu bewundern sind. Das erste war 1964 dieses Löwenbräu-Geschirr, das die Percheron-Schimmel noch heute mit Stolz tragen. So ein Geschirr überlebt also seine Erbauer. Hans Lindner war bei der Premiere des Löwenbräu-Geschirrs noch ein Bub. Jahrzehnte hat er die Sattlerei dann geleitet. Seit Juli 2021 ist Sohn Christian der Chef. Wobei, ohne Schwester Regina ginge es kaum. Sind halt Geschwister, manchmal mag man sie, manchmal halt nicht, aber das wird überall so sein, wenn man Geschwister hat, oder? Jo. Ja, im Prinzip funktioniert's. Und wir haben einen großen Hof, da hat jeder seine Werkstatt. Da ist dann wurscht. Da hat jeder seinen Platz zum Auseinander zum Gehen. Also. Christian ist jünger als Regina. Aber sie wollte die Leitung der Sattlerei nicht übernehmen. Da musste der Bruder ran. Man hat natürlich in schulischen Praktiken da was anderes gesehen, was auch interessant wäre. Aber wenn man es daheim Sache schon hat und so eine Familientradition, ich finde das eigentlich dann schon schön. Gerade mit Leder und daheim halt. So arbeiten jetzt 3 Sattlermeister einer Familie am Münchner Kindl Prachtgeschirr. Zurück in Soyen auf dem Pferdehof der Familie Hiebel. Feline, die noch lange nicht ausgewachsen ist, bekommt jetzt zum ersten Mal ihr neues Kummet angelegt. Christian Lindner musste also abschätzen, wie groß sie wird. Da haben wir schön Luft auf der Seite. Und vorne, da ist jetzt ein bisschen eng, aber wir haben oben ein Kissen reingemacht, ein Eckstricks, eben jetzt für den Anfang. Und das kann man dann einmal rausmachen, dann in einem Jahr oder so, dann haben die wieder gut Luft. Gell. Muss ich erst noch einziehen dann auch, weißt du, wie in der O zieht. Ein bisschen einspannen, ja. Genau. Oder jetzt. Kammdeckel und Hintergeschirr kommen drauf. Passt's? Und den Rämer, der ist ein bisschen zu lang. Ansonsten hat das gut hin. Passt der schön vom Kammdeckel her. Ja, passt da gut rein. Ja, genau. Und da sind wir auch gut, wenn wir jetzt ein bisschen viel reinkommen. Genau, liegen wir da gut auf. Also ich bin einfach hin und weg, muss ich wirklich sagen. Mit den barocken Schnallen, das ist genau das, so wie wir uns das vorgestellt haben. Das habt ihr wirklich toll umgesetzt. Freut mich. Okay, super. Feline und Lilli dürfen ihr neues Geschirr schon mal ausfüllen. Bärig, wenn es passt und wenn der Auftraggeber auch zufrieden ist, das ist schon ein schönes Gefühl. Ja. Doch. Und wenn die Kaltblüter erst reingewachsen sind, werden sie sich in ihrem neuen Geschirr so richtig wohlfühlen.